Elise und Arno. Zwar wieder vereint, aber trotzdem irgendwie in der Falle hier bei Assassin's Creed Unity. Und die Frage ist natürlich jetzt für uns, wie gehen wir hier am besten vor, weil Assasinenpfeile wären zwar ganz praktisch hier, also ich sage immer Assasinenpfeile, die Phantomklinge, aber von der Menge her eher ein bisschen doof. Deswegen muss man da ein bisschen tricksen und denke mal, oder hoffe zumindest, dass mit der Pistole auch klappt, wie ich es gerne hätte. Ja, mal gucken, war Kopfschuss ist das Ziel, war 3 Stück davon. Das wäre kein Kopf, das wäre ein Augenschuss. Ich hoffe, das klappt irgendwie auch. Jo, immerhin einer von 3 war. Gut, dann hätten wir da auf der anderen Seite noch ein paar Typen. Die Musik, hey, du. Eine falsche Bewegung, wir sind alle down. Und jetzt! Du kriegst mich nicht, ich krieg dich leider auch nicht. Ah doch, Moment, das könnte jetzt ein bisschen heikel werden. Die Kopfschüsse hätten wir schon mal. Okay, dann gehe ich mal so rüber, wa? Das wollte ich keine ganz normal. Ja, hier kein Problem, ja, wir haben eine Scheibe, ich habe eine Sicherheit. Ist das Panzerglas oder was? Nee, ich habe einfach nur Schwein, nun gut. Du hörst mir sowieso nicht. Und die Nummer 5, und dann ist der ganze Bereich schon vorbei. Sequenz 7, Erinnerung 1, eine vorsichtige Allianz. Hörst du mich? Das war verdammt gute Arbeit. Du hast ihn. François Thomas Germain. Großmeister der Templer und ein Weiser dazu. Soweit wir wissen, ist er der zweite Weise, der den höchsten Rang der Templer bekleidet. Ein beunruhigender Trend. Bleib bei Arnaud, bis wir mehr über diesen Germain wissen. Er könnte den Großmeister überlebt haben und uns zu seiner Leiche führen. Bishop out. Alles klar, danke Bishop. So. Elise? Elise ist die... Die ist einfach wieder abgehauen, okay. Gut, das wäre auch der Sinn davon. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, Leute. Ich habe jetzt bereits 7 Punkte. Das sprich natürlich 7 Sync-Punkte. Ja, mir geraten, ich soll da lieber andere, also sprich wegen der ganzen Charakteranpassung, dass ich halt andere Fähigkeiten ausrüsten sollte. Wisst ihr was, das mache ich auch, weil, ja, aber gesagt, eigentlich will ich lieber das machen, wegen Schlossknacker gesehen und so, damit wir da auch, ja, halt schwierige Schlösser knacken können. Das wäre ja auch nicht schlecht von dem her. Aber scheinbar, wie ich jetzt rausgefunden habe, dauert das Spiel insgesamt, spielt die Hauptstory doch nicht so lange und wir haben für solche Dinge halt, Schlösser knacken und so, eigentlich nach der Hauptstory noch genug Zeit. Hoffe zumindest, wenn ich das richtig interpretiert habe, was mir da erzählt wurde. Deswegen nehme ich jetzt eher mal ein bisschen Gesundheit und so, weil es sind bereits 5, also nehme ich doch eher mal einen Tipp von euch, sprich bezüglich halt, war das? Nee, das war es nicht. Also schweren Waffen, also ganz ehrlich, ich finde es zwar cool mit Stangenwaffen und so auch ein bisschen zu hantieren, aber bin ich jetzt nicht unbedingt Fan davon. Gut, das kann man so machen, der Einhandwaffen. Ja, heißt jetzt für uns, was will ich jetzt da? Moment, wo war die jetzt? Wo war die? Das hier. Weil der Tipp von euch, entweder soll ich Luft-Doppelattentat machen oder halt das Doppelattentat. Denke mal, es kommt häufiger in den Zuge, deswegen kaufen wir uns das mal, das Doppelattentat. So, sehr schön, sind noch 3 Punkte übrig. Habe ich gerade noch irgendwas Interessantes, was man mit 3 Punkten noch kaufen kann? Auffüllpunkte, wäre natürlich geil, aber Geldbeutel. Um Menschenmengen anzulocken, fragen natürlich, was bringt uns das? Was einfach nur dazu da, in der Menge zu verschwinden? Doch eigentlich schon, weil natürlich, ja, wenn du die Menschenmengen anlockst, oder? Sprich ein paar Menschen davon und du dich darunter versteckst. Das könnte echt noch was bringen. Naja, wir sind in der Sequenz Nummer 7. Ja, das wäre natürlich auch noch geil, aber wie gesagt, natürlich alles trotzdem relativ teuer und der kostet mir auch schon wieder 5. Antikres Feld, denke ich, wäre schon cool. Okay, ich spanne noch ein bisschen, wie gesagt, das ist mein Ziel, dass wir Dickeres Fell bekommen und dann danach halt, theoretisch auch bei Fern kann man noch was machen. Geldbeutel wird sicher noch was Cooles sein und dann sonst, was das hier war. Atomklinge verbessert.
Berserklingen verschießen. Oh, das wäre noch geil. Bombengiftgas. Ja, das wäre noch cool. Idee ist als Sequenz Nummer 9. Gut. Dann mal zurück. Da bleiben Tabak. Kein Training, wir wissen nicht, wie es geht. Tja, mal gucken. Direkt hier noch eine Kiste, verschlossene Truhe. Ich markiere jetzt einfach mal, was in der Nähe ist. Nachher geht es für uns Richtung, wo ist es? Hier hin. Ein Treffen mit Mirabeau. Nun, der Germain war in den abgedeckt worden, muss unbedingt gewarnt werden. Ein Besuch sein Anwesen wird ihn auf den neuesten Stand bringen. Ja, das klingt soweit logisch. Hat sie noch ein paar Gegner, sind wir jetzt momentan gerade ein bisschen ziemlich egal sogar. Ja, er hatte gehofft, ich hätte irgendwie... Na egal. Wäre ein bisschen weiter gesprungen. Du nervst, Alter. Da bist du ja. Wohl den gerade überfallen, aber okay, geht's halt so. Ja, wie gesagt, wollte ihn gerade aus dem Hinterhalt irgendwie überfallen, sprich dann halt an mir vorbei rennt, aber der Typ, der wollte ja nicht mehr. So. Die Truhe ist also da oben, naja, von mir aus. Oh, Arno war ein bisschen zu weit. Arno, schon ein Grafikfehler. Dann wollen wir... Ich bin noch keine Dietriche. Hey, da hat der mittlerweile wieder welche geklaut oder gekauft sogar? Na okay, gut. Entschuldigung, Moment mal ganz kurz, ich kann noch teleportieren. Das sowieso hier, sei es ganz kurz ein paar Schnellreisen, war, geht doch schneller so. Da habe ich noch eine Nähe, die wäre noch gut, war? Untergrundeingang. Na, von hier drüben. Nee, dauert lange. Die hier ist definitiv besser. Ich hoffe mal, das gilt auf den Ladevorgang, dass der ein bisschen besser und vor allem schneller ist. Sieht aber nicht so aus. Nun gut. Wärmer, wärmer, es wird wärmer, wärmer, es wird ja kälter, das Gefühl. Ah, je, so. Immer wieder hier und jetzt natürlich wieder direkt wieder zurück. Ja, der scheint auch wieder schneller zu gehen. Na, komm schon, komm, liebes System. Lass mich jetzt nicht hängen. Was soll eigentlich dieses Zeichen bedeuten, da rechts oben? Das sind jetzt zwei seltsame Prismasteine ineinander gehängt irgendwie. Also man sieht, Speichern geht schnell, mit Laden hat das Spiel nur so seine Probleme. Oh mein Gott, ey. Ah, schon viel besser. Nun gut, zwar unser Hotel in der Nähe, aber dass ich jetzt da direkt hin soll, sehe ich jetzt nicht so. Jetzt eigentlich von den... Ups, Entschuldigung, das war jetzt der falsche Knopf, oder den hier. Knapp 3000 Francs. Gut, wir können jetzt wieder mal ein paar Waffen uns upgraden oder neue kaufen. Aber das hatte vielleicht sogar noch ein bisschen Zeit. Ja. Ihre Gegner in der Nähe, sieht nichts aus, umso besser.
Na dann, Sequenz 7 Erinnerung 2. Ein Treffen mit Mirabeau. Oder Mirabeau? Mirabeau vermutlich eher. Sprechen. Ja, wir können sprechen. Sind ein Gegner. Nö, gut. Dann ist er wohl hier oben. Ah, ganz oben sogar. Ja. Monsieur Mirabeau? Na, hoffentlich ist das keine Falle. Elise? Elise. Was soll das? Ich habe ihn so gefunden. Ich war es nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss umgehend den Rat informieren. Sie können helfen. Nein! Die trauen mir ja eh nicht. Sie würden mich verdächtigen, und zwar sofort. Du hast recht. Natürlich hast du recht. Und was tun wir dann? Wir finden raus, was passiert ist. Ich habe eher das Gefühl, dass sie ihn ziemlich unter ihren Fittichen hat. Übrigens, was ich gerade auch noch sagen wollte, beziehungsweise als Arno jetzt denken würde, klar, stimmt natürlich schon, was sie sagt, dass sie ihn sowieso gleich verdächtigen würden. Aber andererseits, wenn er es natürlich nicht meldet und die finden es sonst heraus, weil naja, ist ja kein Unbekannt, oder wenn er schon irgendwie herausfinden, noch bevor Arno und Elise den Fall gelöst haben, dann denkt doch der Rat der Assassinen halt, dass Arno die Seite gewechselt hat. Naja, okay, Teil untersuchen. Was haben wir da Schönes? Ein Taschentuch. Anscheinend von einer Dame. Also, dann ist nur die Hälfte der Adligen von Paris verdächtig. Vielleicht erkennen die Bediensteten es wieder. Du ist doch gut, immerhin die Hälfte, schon mal 50% eingegrenzt, das hat doch was. Ich habe nichts gesagt. So, nächster Hinweis. Mit den unten sprechen, okay. Hey, wieso 0 von 3? Sieht aus, als hätte er Besuch erwartet. Wen? Meister Kemar. Okay, jetzt erst 1 von 3, das wird langsam mal craziger. Taten untersuchen, ja, aber müsste eigentlich alles wie im Stockwerk hier sein, wa? Na, wir haben so einen Schrank hier, aber... Vergiftet. Lass mich mal sehen. Akonit. Schwer nachzuweisen, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Beliebt bei den Templern, ja? Bei jedem, der mit einem Mord davonkommen will. Aber ja. Vergiftetes Weinglas wird immer heiß, die Spur, immer heißer, aber jetzt war da hier noch was, ein Fleck. Was ist das? Die Waffe, durch die dein Vater starb. Das ist ein Templer-Rangabzeichen. Wie kommt das hierher? Es erzählt Lügen. Vielleicht gibt es doch mehr Assassinen im Orden, die dann doch nicht das sind, was zu sein scheinen. Die beschuldigen, müssen wir verarschen? Wir doch also mit Meister Kemar sprechen, um zu beschuldigen. Nee, garantiert nicht.
Unser Großliebe beschuldigen, das könnt ihr knicken, Leute. So, jetzt mal gucken. Also können wir aussprechen. Ich sehe gerade den Punkt nicht. Hallo? Okay, dann doch der hier. Das nur gerade, weil da unten ist auch einer. Okay, da war mal einer. Kann das wirklich sein, Leute? Haben wir die Feinde unter uns in eigenen Reihen? Sind doch die Templer die Guten und die Assassinen die Bösen? Oder wie sieht das ganz genau aus? Schlussendlich, ich fürchte leider, dass noch ein paar Intrigen gespinnt werden, die natürlich gar nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Und ja, es bleibt spannend. Arno, wo bist du? Meiner wieder runter war. Tja, ist ja eigentlich kein Problem für uns, wa? Keine Zeit dazu. Wir haben was viel Wichtigeres zu tun. Ich denke, das ganz praktisch noch ein bisschen aufzufüllen, weil ich glaube, das könnte gleich ziemlich übel werden. Alles auffüllen? Ja, gerne doch. Dankeschön, alles da voll. Ich hoffe, es ist auch wirklich alles voll. Yep, alles voll. Dankeschön und weiter geht's. Er soll also der Mörder sein? Vielleicht sogar der heimliche Großmeister Templer? Mal schauen. Monsieur Dorian, was kann ich für euch tun? Mirabeau ist tot. Tot? Ermordet. Ich wusste, dieser Waffenstillstand endet nicht gut. Ich muss den Rest des Rates einberufen, um das zu besprechen. Elise hatte nichts damit zu tun. Dafür bürge ich mit meinem Leben. Bitte, gebt mir etwas mehr Zeit. Ich finde den Mörder. Also gut. Ich gebe euch Zeit bis morgen früh. Nicht später. Mirabeau wurde vergiftet. Mit Akonit. Vergiftet? Muss ich betonen, dass dieses spezielle Mittel der Favorit der Templer ist? Müsst ihr nicht. Wo könnte man Akonit in so hoher Konzentration bekommen? Jeder Arzt kann es in verdünnter Form verschreiben. Ich nehme selbst eine Akonit-Tinktur für mein Herz. Es ist natürlich streng reglementiert, aber ich kenne einen Apotheker in Le Marais, der gern über solche gesetzliche Kleinigkeiten hinwegsieht. Danke. Ja. Meister Kemar, Schließing, kennt einen windigen Apotheker, der sich auf Geschäfte im Hinterzimmer spezialisiert hat. Sollen wir doch ihn beschuldigen? Ich meine, es spricht natürlich schon gewisse Faktoren für ihn, aber natürlich auch für Elise. Das heißt, wenn wir natürlich, ja, wie gehen wir jetzt da vor? Emotional, logisch? Weil theoretisch, wenn ich da logisch vorgehen müsste, würde ich nicht eigentlich beide beschuldigen müssen. Apotheker sprechen. Na gut, wie war's? Ich spreche erst mit dem Apotheker und dann sind wir weiter. Wenn ich noch einen Fehler mache und plötzlich den ganzen Assassinenorden gegen uns aufbringe, das wäre dann ziemlich fehl. Ja, bonjour.
also wenn ihr mit euch am Schluss macht, irgendwie die Ladezeit, die Hälfte des Let's Plays aus, wenn es weitergeht. Ist zumindest schon mal ein Viertel des Parts. Mit dem Apotheker sprechend, ja. Beschuldigen, wir können sie natürlich auch beschuldigen. Wow, wo ist denn der? Ah, hier. Gut, ist nicht allzu weit, nicht wahr? Der andere Punkt ist jetzt weg. Spielt natürlich auch der mit Elisen wegen Beschuldigen. Interessant, heißt jetzt, da wir jetzt die... Ja, also sprich natürlich bedeutet, dass wir jetzt ihn davon erzählt haben, von allem. Dass jetzt sie gar nicht mehr beschuldigen können, sondern nur noch ihn. Oder aber ist sie bereits weg und deswegen ist der Punkt mit Beschuldigen nicht mehr dort. Oh je, Leute. Welche Intrigen werden wir hier noch aufdecken? Wer sagt die Wahrheit? Wer lügt nur wie gedruckt? Und vor allem können wir unserer großen Liebe vertrauen. Dies und viele weitere Fragen erfährt ihr am nächsten Part. Hoffe ich natürlich hier bei Assassin's Creed Unity. Bis dahin, ciao zusammen.